Moin Kanner, heirem bei Sikuna Kids. Das war uns Thema Natur genießen, sich gesund ernähren. Mein Kanner und ich weisen ihr haut, wie in eine gesunde Pizza du draußen Feuer, im Grill zum Beispiel, kann zaubern. Wo als Silvi und der Reihe an hat geht man dir auf der Karels Haff und besucht sich dort eine frische Pulli. Am Mittwoch als Nicole und der Reihe an hat, möchte für ihr ein Brompre Gratin mit einer frischen Salat. Ein Donnerstag als Silvi Rimmer weh an hat geht bei der Bauer Jemming und hat möchte ganz frisch Nudeln für ihr. Ein Freitag machen wir ausnahmsweise kein Quiz, wir all Giden weisen ihr hier das Lieblingsrezept für einen Burger zuzubereiten. Nicole möchte dabei noch paar Fritten. Ich hoffe, dass für heute etwas dabei, und los dir gut schmecken. Und auch machen wir zusammen eine gesunde Pizza. Ich wünsche dir mal mit an die Outdoor-Küche. Eine Küche du baust. Gehen wir mal gucken. Feuer ist schon an. Und hier ist unsere Küche du baust. Hier wird schon geschnippelt. Champignons, Mozzarella, was geht es noch? Tomaten und Paprika. Tomaten und Paprika. Oliven. Okay. Und da fehlt aber noch ein Tisch. Ja. Den haben wir hier. So, schon mal hier ein Stück Tisch. Reden heiming Arbeitsfleisch 4. Aber reden den aus. 4 hat nur meine Pizza können zu belegen. Den Tisch machen wir schön dünn. Aber nicht so dünn, weil uns Pizza könnt ihr nur auf die Feuer, auf den Grill auf die Feuer. Und dann darf es natürlich nicht nirgends abziehen, sonst läuft nur alles raus aus der Pizza. Du hast den Tisch breit ausgerollt und dann hast du bereit für Belusch zu gehen. Zuallererst kann ich, wenn ihr wollt, ein bisschen Moschel drauf machen. Das gibt dem Ganzen ein bisschen extra Würz. Man aber gerne nicht so viel drauf. So, und als nächstes kann ich dann sehr gut Tomatensauce drauf machen. Schön gleichmäßig verdelen kann. Und natürlich muss ich immer den Bauch freilassen. Das ist auch der Grund, für was man natürlich die Belastung ein Halsche macht, dass man nur alles kann schön zuklappen. Und dann haben wir schön an der Mitte. Und dann ist es von allen Seiten angedämmt. So, als nächstes holen ich hier ein paar Stücke Paprika. Ich den auch hier schön drauf. So. Und dann ein bisschen Oliv. Zwei Stücke Tomat, ein paar kleine Stücke Champignon und zu guter Letzt noch die Mozzarella und ein bisschen Basilikum. So, aber was dann natürlich auch noch ganz wichtig ist, das ist eben die Würzung. Dafür fängt man mal an mit ein bisschen Oregano. Als nächstes noch ein bisschen Salz, dass es doch nicht schmeckt. Und dann noch ein bisschen Pfeffer. Und für den Rest kann jeder für ihn noch so machen, wie ihn gerne hat. Ich für meinen Teil noch gerne ein bisschen Thymian drauf. Und in der anderen auch noch ein bisschen Knoblauchswurzel. Können wir hier ein bisschen angelöschte Stücke Knoblauch drauf machen. Und dann schmeckt das ganz gut. Dann ist es bereit für zuzuklappen. So, ja, das heute, die Italiener nennen das Ganze auch noch gerne eine Pizza Calzone. Das ist eine Pizza, die eben so ist. Auf den Grill zu legen und dann muss es noch ein bisschen warten und dann kann sie endlich essen. So. Und Pizza wird nur auch noch ein bisschen umgedreht, dass den Tisch auch von der anderen Seite fertig gebacken. Los dich halb von den erwurzenen Hölfen. Von Pizza nehme ich auf einer Seite den die schon hart geht, da kann ich sie umdrehen. Wirklich gut gehen.
Viel Spaß beim Nokochen, allo sich a Pizza gut machen. Bis die nächste Keier. Adi!